Hallo zusammen, das ist der Crown Cletus oder der Chris. Hoffe es geht euch gut, hoffe alles klar. Gestern, das heisst vom Freitag auf heute Samstag, ist der Crew Beta zu Ende gegangen. Ich habe irgendwie bis um 2:30 am Morgen mich einigermaßen wach behalten, noch ein bisschen durch Amerika gefahren. Und ja, dann ins Bett und keine Ahnung, ich glaube ein paar Stunden später haben sie dann den Server abgestellt. Und gegebenenfalls werden sie noch eine Beta machen, bevor es dann Mitte November rauskommt. Zusammenfassend kann ich sagen, je länger dass ich es gespielt habe, umso mehr Spass hat es mir gemacht. Ich habe dann auch am Donnerstag und am Freitag oben noch ein bisschen die Online-Features getestet. Das heisst, habe mit einem näher, den ich einfach random getroffen habe, der war so ein bisschen am Rumgurken in Las Vegas. Und dann bin ich dann ein bisschen hinten nachgefahren, haben ein paar versteckte Sachen gefunden. Und dann haben wir dann eine Crew gebildet. Dort kann man maximum zu vierten hoch, glaube ich, irgendwie in dieser Crew sein momentan. Man kann natürlich auch mehr Leute zusammen umziehen, aber wenn man in der Crew ist, hat man irgendwelche Zusatzvorteile. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall sind wir dann ein bisschen zusammen rumgefahren. Wir konnten auch zusammen ein bisschen Wettbewerbe bestreiten. Und das ist etwas ganz Simples, aber ich weiß nicht, wenn ihr den ersten Fast and Furious Film gesehen habt, sind sie am Anfang sie die Lastwagen überfallen und fahren dann noch so ein Zeitchen nebeneinander her. Und ich finde das etwas ganz Geiles, ohne Witz, wenn du einfach mit deinem aufgetunten Karren so ein bisschen, und wir sind jetzt halt nur das zweite hoch, aber dann in Gruppen kannst du zusammen rumziehen, so ein bisschen Spots auschecken, ein bisschen Rennen machen. Ist extrem spassig, auch wenn es echt halt einfach eher etwas Simples ist. Im echten Leben würde ich das jetzt eher nicht unbedingt so unterhaltsam finden. Aber jetzt hier im Game, es ist wirklich cool gemacht und man findet sich auch schnell, kann schnell wieder connecten. Und dadurch, dass man eben so schnell eigentlich das Level wechseln kann, oder die Location besser gesagt. Ich meine, man geht schnell in die Karte, tut noch jemand anderes einen Spot markieren und wenn man den schon besucht hat, kann man sich gerade dort herbeamen. Das geht nicht länger als 5 Sekunden. Das finde ich einen riesengroßen Vorteil im Vergleich zu allen anderen Games, wo man sich ein bisschen freier bewegen kann. Dort sind meistens die Ladezeiten so mühsam, dass man fast gescheiter herfährt. Und gerade bei so einer grossen Map lohnt es sich eben schon. Ich meine, wenn man es irgendjemand abmacht, um sich zu treffen, wenn beide eine halbe Stunde fahren müssen, scheisst das vielleicht schon ein bisschen an. Aber wenn man dann schnell zum gleichen Spot herbeamen kann und dann zusammen halt eben gewisse Aufgaben erledigen, ist das cool. Ist das wirklich cool. Die Story hat mir auch gut gefallen, ist halt ja, sicher nicht jedermanns Sache, eher wieder ein bisschen simpel gestrickt, aber ja, ich weiß nicht, Watch Dogs Story hat mir auch easy gedacht, obwohl das viele Leute über das gemotzt haben, keine Ahnung. So kann man auch die verschiedenen Rennen machen, ist ein bisschen unterwegs, trifft ein bisschen andere Leute und kann dann schlussendlich eben auch das zweite Modell von seinem Karren, das heisst Offroad-Version, noch zusammen basteln, das sehe ich dann. Ja, nein, das sehen wir hier nicht mit diesem Video. Aber ich zeige euch sicher im zweiten, wie das dann aussieht. Und so könnt ihr dann immer, auch gerade während dem Fahren, fast den Karren wechseln. Das heisst, geil wäre natürlich, wenn er so transformermässig sich gerade verändern würde. Aber man tut schnell das Menü auf während dem Fahren, wählt dort schnell die mobile Garage und tut sich dann eigentlich das Offroad-Fahrzeug auswählen. Jetzt hier seht ihr eben auch noch ein bisschen Offroad-Action. Und das ist etwas, was ich schon auch positiv möchte hervorheben möchte, weil neben dem unglaublich massiven Strassennetz, ich meine von East to West Coast Küste kannst du gut eine Stunde fahren, Echtzeit. Es gibt so viele Strassennetze, die sie nachgebaut haben, wo schon geil ist, drauf rumzuheizen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Terrains, es gibt eben auch Berge, es gibt Strände, es gibt Offroad. Und es gibt eben auch richtig Offroad, wie ihr jetzt hier seht, querfeld ein, sogar zum Teil durch eine Herde von Tieren durch oder so. Und das ist auch noch krass, wenn ihr auf der Straße einen Bär begegnet oder halt irgendeine Hirschekarre reinsäckelt. Und zum Glück kann man die Tiere nicht verletzen und so Splatter-Effekt und alles wären hier vielleicht nicht gerade unbedingt jetzt am richtigen Ort. Auch wenn es natürlich realistischer wäre. Aber eben, man kann wirklich querfeldein häufig durchziehen und das nutzen sie zum Teil auch geil, weil wie im Forza Horizon kann man so ein Auto, das ziemlich demoliert sind, finden mit so einem Pulssignal und die sind zum Teil sehr gut versteckt im Dickicht. Es gibt aber auch wunderschöne Aussichtspunkte, gerade über Los Angeles gibt es sicher mehrere, aber auch gerade bei einem bin ich gewesen. Dort kann man ziemlich schön über die Stadt drüber aussehen und dort muss man auch so ein bisschen Offroad fahren.
Was auch positiv ist, es hat dann innerhalb von der ganzen Amerika-Karte hat so mehrere Rennstrecken, zum Beispiel die berühmte Laguna Seca-Strecke, das sagt vielleicht denen, die ein bisschen Renngames spielen, etwas, die haben sie auch nachgebaut. Und ich habe gesehen auf der Karte, es gibt noch jenste andere, oberhalb, was ist das, von Lake Tahoe oder von Salt Lake City, ich bin nicht mehr sicher, gibt es auf jeden Fall eine riesige Skischanze. Scheissschanze. Und das ist auch noch cool, obwohl das der Weg dort rauf ist ein bisschen zeitaufwendig, aber dort dann zusammen runterzujumpen und schauen, wer weiter mal fliegen und so. Hey, es ist der absolute Traum für jeden Autofreak, weil man den Karren ziemlich tunen kann. Dort ist es ziemlich ähnlich wie eben das Midnight Club oder auch die Need for Speed Underground Games. Es hat einen schönen Tag- und Nachtwechsel, auch wenn es nicht ganz so lange Nacht ist. Aber das ist nicht so tragisch, weil am Tag sieht man halt effektiv auch besser. Was für eine Überraschung. Es hat ein kleines Wettersystem, das heisst, es schneit an den Orten, wo es halt Schnee hat. Gibt aber leider kein Regen oder sonst wechselndes Wetter. Dort wird Forza Horizon 2 sicher die Nase vorne haben. Ja, es wird ultra interessant, wie gesagt. Es gibt so viele Renngames und Forza Horizon 2 und jetzt hier die Crew versuchen so ein bisschen Open World. Und es ist natürlich auch ultra gut, dass Forza Horizon 2 in Südeuropa spielt und nicht auch in Amerika, weil so hat man dann 2 verschiedene Gebiete, wo man eigentlich so ein bisschen erkunden kann. Und das Drive Club und das Project Cars setzt ja dann eigentlich auf vorgegebene Strecken, punktet dadurch vielleicht ein bisschen mit der Grafik gegebenenfalls. Und gewissen Leuten ist das lieber, weil ja, es gibt echt auch Leute, die das als Zeitverschwendung eigentlich anschauen, von A nach B zu fahren. Und ich habe mich selber auch verwünscht, als ich zum Teil dann einfach halt das Rennen habe angeklickt und gerade Play gewählt, ohne jetzt herzufahren, weil ich gar nicht so Bock hatte. Aber sonst gibt es halt jenste Momente, wo ich extrem gerne so ein bisschen die Umgebung erkunde. Das Radio besteht zwar oft aus Instrumentals, das heisst eben halt nur Musik, ohne irgendwelche Gesang oder so, aber es sind geile Instrumentals. Und weil ich halt den Far Cry Blood Dragon Soundtrack sehr gerne habe, höre da zwischendurch sogar ein bisschen, ist mir gerade aufgefallen, dass sie sogar von diesem Lied drin haben. Und das ist ultra geiler Sound, wer der Kavinsky kennt. Es geht so ein bisschen in die Richtung, halt definitiv 80er Jahre Elektro, aber so ein bisschen modernisiert, sehr treibend auch. Perfekt zum Autofahren, zum Cruisen, ja. Zieht nach nicht auf der Karte, es ist echt cool. Wie schnell dass man sich dann aber auch bewegen kann und die ganzen Locations, wo man sich reinziehen kann. Momentan sicher noch nicht ganz so flüssig, wie es eben sollte sein. Hier die Radarschüssel, die ihr seht, aufblinken innerhalb von diesem Kreis, die gibt es an mehreren Orten. Das ist dann so ein bisschen, wie man in den Ubisoft Games ja kennt. So der Aussichtspunkt, wo man her muss und dort tut es einem dann die ganzen Sehenswürdigkeiten und Events und so in ihrer Umgebung darstellen. Man hat so eine Rundumsicht, wo man dann halt eben wie im Far Cry, wie im Assassin's Creed, wie im Watch Dogs einen kurzen Überblick über die nähere Umgebung bekommt. Ich könnte jetzt noch ein Zeitchen erzählen, versuche aber die Videos unterhalb von 10 Minuten zu behalten, damit es auch nicht allzu fest zugetextet werden. Das kann dann in den Wolfenstein Let's Plays wieder passieren. Aber abrunden möchte ich wirklich sagen, es ist ein Top-Game. Ich bin total überrascht, weil ich habe echt angenommen, dass es eher so ein bisschen durchschnittliche Qualitäten wird aufweisen. Aber wie eingangs erwähnt, je länger dass ich es gespielt habe, umso besser hat es mir gefallen. Und es scheint mir echt an, dass die Beta durch ist. Zum Glück ist es nicht mehr so lang bis in November. Und bis dorthin werde ich auf jeden Fall mit vielen anderen guten Games versorgt. Ja, weiss nicht, hat einer von euch Beta auch gespielt? Plant einer von euch so vielleicht auf der PS4 oder auf der Xbox One zu spielen? Hat er euch dort vielleicht eingetragen? Wäre noch interessant zu hören. Was haltet ihr vom Game, von dem, was ihr gehört habt, was ihr gesehen habt, was ich so ein bisschen vermittelt? Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ich weiss, es ist immer ein bisschen mühsam, Finger zu brauchen zum Tippen, aber vielleicht schafft es ja gleich der eine oder der andere. Macht's gut, schön zusammen.